So, wir waren am Hafen. Denn wir waren beim Lares. Gut, jetzt haben wir einen Haufen Missionen. Der einfache Weg zum Söldner. Da müssen wir zum Großbauern. Aber wollen wir überhaupt Söldner werden? Oder schließen wir uns der Miliz an? Oder gehen wir sogar zu den Feuermagier? Aber ich glaube, es gibt noch andere Lager, Parteien, wo wir uns anschließen können. Ich glaube, das sind nicht die einzigen. Gut, jetzt schauen wir mal. Das Experiment müssen wir auch noch machen. Bospers Bogen. Gut, Informationen kann man vielleicht in der Kneipe kriegen. Da sind wir zwar nicht so erwünscht, aber wir können uns mal umschauen. Da haben wir einen Steckbrief. Achso, das war da vom Hugo Meuchler. Gut, da haben wir Nagur. Hey, Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Sprich mit Cardiff, wenn du Informationen willst. Gut. Cardiff, reden wir mal mit dem. wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Verhandeln wir mal mit 5. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Machen wir 7? Machen wir 7. Okay, 7 Goldstücke klingt gut. Eine gute Entscheidung. Also, wenn du was wissen willst, frage mich. Ich brauche Informationen. Gut, und zwar fahren wir wegen den vermissten Bürgern. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Koragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das eine oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Das war doch schon vorher klar. Aha, Glaubst du wirklich? gut, das war doch nicht einmal so schlecht. Zum ersten Mal. Genau das habe Die ich auch. Burschen sind da irgendwo herum. Als ob ich nicht schon. Das kann ja nicht. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Korinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Wo hast du das denn schon? Dafür haben wir noch ein Geld, um uns mit der leidenschaftlichen Nadja zu vergnügen. Wir wollten nämlich zum Fischhändler. Meinst Das du, ist mir der geht doch. es besser? Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Ja, Da solche passiert schon mal Leute, die sowas. seine Weisheit erkennen. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Korinis wieder neue Seeleute an.
Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Glaubst du wirklich daran? Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Die Wann Bootsbauer. selbst ist er da nicht draufgekommen. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Korinis. Das ist wahr. Gewusst? Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. So, Fische brauchen wir auch nicht. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Gehen wir mal zu den Bootsbauer, die sind da drüben irgendwo. Immer wieder. Ich habe meine eigene Meinung. Es war genauso, wie du sagst. Mich brauchst du das Ich habe mir das schon gedacht. Das erzählt sich ja so echt. Oder sind die schon im Feierabend? Was haben wir denn da drin? Oha, wer ist denn das? Gut, schauen wir mal, was bei dem Herrn gibt. Hey, du hast hier nichts zu suchen, klar? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Ich bin hier der Chef, okay? Der Chef? Von was? Von den Kisten? Hey, das Lagerhaus untersteht meiner Aufsicht, klar? Also verpiss dich, sonst schlage ich dir den Schädel ein. Gut, überzeugt. Gehen wir schon. Tja, was treiben wir denn? Damit wir wieder ein bisschen stärker werden. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich kann das nicht glauben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Gehen wir vielleicht einmal Das wird sich nie ändern. zum Fischer. Ich bin ganz deiner Meinung. Was suchst du hier? Geh, Nix, ich bin schon fort. kluges Kerlchen. Das wird sich nie ändern. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das darfst du keinem erzählen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich habe mir das schon gedacht. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Eda, Was kochst du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. aber gerne doch. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Kluges Kerlchen. Gut, das mingeln wahrscheinlich alle nicht, dass wir da irgendwo in die Ich habe da meine eigene. Holzhütten umeinander suchen. Daran wird sich nie was ändern. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So, jetzt machen wir mal das Experiment, damit wir mal Erfahrungspunkte sammeln. Jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch das passende Opfer suchen. Das hat er doch vorher gewusst. Vielleicht unten am Hafen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das gibt doch nur noch mehr. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen verärgern. Wo hast du das denn schon wieder her? War da hinten nicht irgendeiner? Oder waren wir da überhaupt noch schon mal hinten? langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Meinst du, mir geht es besser? Das ist kein Geheimnis. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Oh, da ist tatsächlich einer.
Dann haben wir Wein, Fisch und Brot. Und aber noch mehr Fische. Und eine Muschel. Und da haben wir Farim. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt, seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, weiß er vielleicht was über die vermissten Leute? Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Mein Freund William hat sich mit einer Menge schräger Vögel eingelassen. Und, was hatte er am Ende davon? Eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit und ward seitdem nicht mehr gesehen. Dein Kumpel William ist verschwunden? So ist es. Er ist zwar Fischer, aber schon ein wenig größenwahnsinnig. Das muss ich dazu sagen. Er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen rausgefahren? Das kann nicht sein. Sein Boot liegt immer noch im Hafen. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte gemacht mit diesen Halsabschneidern. Ich glaube, es ging dabei um Schmuggelware, die er an die Mistkerle verkauft hat. Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Dazu ist er schon zu lange weg. Ich fürchte, dass ich seine Leiche irgendwann aus der See fischen werde. Von welchen Typen redest du da? Ich weiß nicht, wer sie sind oder was sie hier in Khorinis wollen. Ich kenne nur die Stelle, an der sie sich mit William getroffen haben. Ich habe William dort nur zufällig gesehen, als ich in der Bucht beim Fischen war. Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn findest. Das sehen wir schon. Gut, eine Bucht. Und wo soll die sein? Da drüben vielleicht. Aber da können wir eigentlich erst hingehen, wenn wir stärker sind.